Aschenputtel, ein Verzähl von der Brüder Grimm. Da war mal ein reicher Mann, wo lang mit seiner Frau vergnügt gelebt hat. Sie hatten nur ein Kind, ein Mädchen mitsammen. Da ist die Frau krank geworden und, wie es dort krank war ist, hat sie ihre Tochter gerufen und hat gesagt: Leb, Kind, ich muss dich verlassen, aber wenn ich oben im Himmel bin, will ich auf dich aufpassen. Pflanz ein Bäumchen auf mein Grab, und wenn du etwas wünschst, schüttel dran, so sollst du's haben. Und wenn du sonst in Not bist, so tun ich dir Hilfe schicken. Bleib nur fromm und gut. Nachdem dass er das gesagt hat sie die Augen zugemacht und ist gestorben. Das Kind hat gebrillt und hat ein Bäumchen aufs Grab gepflanzt und braucht kein Wasser hindran, für das er gießen, weil sein Tränen waren schon genug. Der Schnee hat ein weiß Tichelchen auf der Mutter ihr Grab gemacht, und wie die Sonne es nochmal weggezogen hat und das Bäumchen zum zweiten Mal grün war, da hat der Mann sich eine andere Frau genommen. Die Stiefmutter hat aber schon 2 Töchter von ihrem ersten Mann. Die haben schön ausgesehen, aber im Herz waren sie ingebildet und schlecht. Wie nach der Hochzeit die 3 ins Haus gewandert gekommen sind schlimme Zeiten für das arme Kind angekommen. Ja, was macht so ein Lappschwanz in der Stüb? Sagt die Stiefmutter. Fort mit dir in der Küche. Wenn sie Brot essen will, muss es erst verdienen. Sie kann uns am Ort sehen. Da haben die Stiefschwestern ihm die Kittel weg und haben ihm einen alten grauen Rock gegeben, für anzutun. Der ist gut für dich, sagen sie. Sie haben gelacht und das Mädchen in die Küche geführt. Dat muss das arme Kind so schwer Arbeit machen. Früh vorm Tag aufstehen, Wasser dran, Feuer anmachen, kochen und waschen, und die Stiefschwestern haben sie immer gequält und verspottet. Sie haben ihm Erbsen und Linsen in die Esche geworfen, dann musste sie den ganzen Tag sitzen und sie nochmal raussuchen. Wenn's abends müde war, ist es in kein Bett gegangen, sondern musste sich neben am Ofen in die Esche legen. Und weil's dann immer in Esche und Staub rumgewühlt hat und dreckig ausgesehen hat, haben sie ihm den Namen Aschenputtel gegeben. Und da hat der König einen Ball angestellt, wo 3 Tage dauern sollte. Und sein Sohn, der Prinz, soll sich eine Frau aussuchen. Dazu sind die 2 ingebildeten Schwestern auch eingeladen worden. Aschenputtel, Haben sie gerufen. komm ruf, kämm uns die Haare, best uns die Schuhe und schnall sie fest. Wir gehen auf den Ball zum Prinz. Mit viel Mühe hat das Aschenputtel die 2 so gut verputzt, wie's konnt. Aber sie haben's dazwischen nur geschämt. Und wie sie fertig waren, haben sie spätlich gefroht. Aschenputtel, darfst du auch gern mit auf den Ball? Ach, ihr, wie kann ich aber hingehen? Ich han kein Zeich. Nee, Hat die Älteste gesagt. ich wusst, dass du nicht sehen kannst. Wir müsst uns schämen, wenn die Leute hören, dass du unsere Schwester wärst. Du gehörst in die Küche, dat hast du ein Schüssel voll Linsen. Wenn wir nochmal kommen, müssen sie ausgerefft sein. Und pass auf, dass kein schlecht drunter ist, sonst hast du nichts Gutes zu erwarten. Demnach sind sie fortgegangen und der Aschenputtel hat gestanden und nach denen geguckt. Und wie es nix mehr sehen konnte, ist es traurig in die Küche gegangen und hat die Linse auf den Kochofen geschüttet. Das war ein großer Haufen. Ach, Sagt und hat dabei geseufzt. du musst ich ausreffen bis halb Nacht und heft die auch nicht zufallen lassen, auch wenn sie mir ja noch so weh tun. Da hat sie sich vor der Kochofen in die Esche gekniet und wollte anfangen auszureffen. Gleich sind 2 Tauben durchs Fenster reingeflogen und haben sich neben die Linse auf dem Kochofen gesetzt. Sie haben mit der Käppchen genickt und gesagt: Aschenputtel, sollen wir dir helfen, Linse ausreffen? Ihr, Hat das Aschenputtel geantwortet. die Schlechte ins Kräppchen, die Gute ins Tippchen. Und pick, 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 pick haben sie angefangen und haben die Schlechte weggefressen und die Gute liegen gelassen. Und in einer Viertelstunde waren die Linsen so rein, dass sich nicht ein falsch drunter war. Und das Aschenputtel konnte sie alle ins Tippchen schmeißen. Drauf sah aber die Taube: Aschenputtel, willst du deine Schwester mit Prinz tanzen sehen? So steig aufs Taubenhaus. Das Aschenputtel ist dann nachgegangen und ist bis auf die letzte Ledersprosse geklettert. Da konnte sie in der Saal sehen
und hat seine Schwester mit dem Prinz tanzen gesehen. Und es hat geflimmert und geglänzt von viel tausend Lichter vor seine Augen. Und wie es sich satt gesehen hat, ist es nochmal abgestiegen und es war ihm schwer ums Herz. Dann hat sich in die Esche gelegt und ist ingeschlafen. Am anderen Morgen sind die zwei Schwestern in die Kirche gekommen und wie sie gesehen haben, dass das Eschenpudel die Linse rein ausgerifft hat, war es böse, weil sie es gern strafen wollte. Dass sie das nicht machen konnte, haben sie angefangen vom Ball zu erzählen und haben gesagt: Eschenpudel, das ist ein Lust beim Tanz gewesen. Der Prinz ist der Allerschönste auf der Welt. Der hat uns dazu gefeiert und ein von uns wird sein Frau werden. Ihr, sagt das Eschenpudel, ich han die Lichter flimmern gesehen. Das möcht richtig prächtig gewesen sein. Ei, wie hast du das dann gesehen? Hat die Elst gefragt. Ich han oben auf dem Taubenhaus gestanden. Wie sie das gehört haben, hat der Zorn sie getrieben und sie haben befohlen, dass das Taubenhaus gleich niedergebrungen werden soll. Das Eschenpudel musste aber nochmal kommen und verputzen. Da sah die Jüngste, wo noch ein bisschen Mitleid im Herz hat. Eschenpudel, wenn's dunkel ist, kannst du hingehen und von hier aus durch die Fenster gucken. Nee, sagt die Elst. das macht sie nur faul. Du hast einen Sack voll Winger, Eschenpudel. Riff sie gut aus und sei fleißig. Und wenn du sie mal nicht rein hast, schier ich sie dir in die Esche und du musst hungern, bis du sie all rausgerifft hast. Das Eschenpudel hat sich betriebt auf den Kochofen gesetzt und die Wicker ausgeschüttet. Da sind die Tauben nochmal reingeflogen und haben freundlich gefragt: Eschenpudel, sollen wir dir die Wicker ausriffen? Ihr, die Schlechte ins Gräbchen, die Gure ins Tippchen. Pick, 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 pick. Das ist so geschwind gegangen, wie wenn 12 Hände da wären. Und wie sie fertig waren, sagen die Tauben: Eschenpudel, willst du auch auf den Ball gehen und tanzen? Och, du mein Gott, sagt's. Wie kann ich in meine schmutzige Zeich hingehen? Geh zum Bäumchen auf deiner Mutter im Grab, schüttel dran und wünsch dir schöne Kleider. Komm aber vor Halbnacht heim. Da ist das Eschenpudel hinausgegangen, hat das Bäumchen geschüttelt und gesprochen: Bäumchen, rudel und schüttel dich, werf schöne Kleider ab von mich. Kaum hat's das ausgesagt, da hat ein prächtig silberner Kittel vor ihm gelegt und auch Perlen, seidene Striemen mit silberner Zwickel und silberner Schuh und was sonst dazu gehört hat. Das Eschenpudel hat alles heimgetragen und wie es sich gewischt und angezogen hat, da war so schön wie ein Ros, wo der Tag gewischt hat. Und wie es vor die Haustür gekommen ist, hat da ein Wagen gestanden mit 6 fette geschmückten Raben und denen in Blau und Silber dabei. Da haben sie es hingehoben und so ist es galopp zu dem König sein Schloss gefahren. Der Prinz hat aber den Wagen vor dem Tor hallen gesehen und hat gemeint, eine fremde Prinzessin tät angefahren kommen. Da ist der selbst die Treppe runtergekommen, hat das Eschenpudel rausgehoben und es in den Saal geführt. Und wie dat der Glanz von der 4000 Lichter auf es gefallen ist, da war so schön, dass jeder Mann sich drüber verwundert hat. Und die Schwestern haben auch gestanden und sich geeiert, dass jemand schöner wie sie war. Aber sie haben nicht gedacht, dass das Eschenpudel wäre, wo daheim in die Esche immer gelegen hat. Der Prinz hat aber mit dem Eschenpudel getanzt und sie hat königlich Ehe bekommen. Er hat auch bei sich gedacht: Ich soll mir eine Braut aussuchen, und da gibt's keine wie Dodi. So lang war das Eschenpudel in Esche und Traurigkeit und jetzt hat sie in Pracht und Fried gelebt. Wie aber halb Nacht kam ist, ob's 12 geschlagen hat, ist es aufgestiegen, hat sich gebogen und wollte fort. Da fährt es der Prinz nunna und nunna hat der Wagen gestanden am Warten und so ist es fortgefahren in Pracht, wie es kommen war. Wie das Eschenpudel daheim war, ist es nochmal zum Bäumchen auf der Mutter im Grab gegangen. Bäumchen, rudel dich und schüttel dich. Nimm die Kleider wieder für dich. Da hat der Baum der Kleider nochmal geholt und das Eschenpudel hat sein alter Eschenkittel an und damit ist es zurückgegangen, hat sich das Gesicht staubig gemacht und hat sich in die Esche gelegt, was er schlafen. Am Morgen sind die Schwestern gekommen, haben verdrießlich ausgesehen und waren ganz ruhig. Das Eschenpudel hat gesagt: Der hat wohl gestern und viel Freude gehabt. Nee, da war eine Prinzessin da. Mit der hat der Prinz nächst immer getanzt. Niemand hat sie aber gekannt und niemand wusste, wo sie hergekommen ist. Ist es vielleicht die gewesen, wo in dem prächtigen Wagen mit den 6 Raben gefahren ist?
sagt das Eschenputtel. Woher weißt du das? Ich han an der Haustür gestanden und han gesehen, wie sie durchgefahren ist. In Zukunft bleib bei deiner Arbeit. Sagt die Elst und hat bes noch Eschenputtel geguckt. Du brauchst nicht bei der Haustür stehen. Das Eschenputtel musst zum 3. Mal die 2 Schwestern verputzen. Und zum Lohn haben sie ihnen Schüssel mit Erbsen gegeben. Die soll sie rein ausreffen. Und dass du dich nicht unterstehst, von der Arbeit wegzugehen, hat die Elst noch gesagt. Das Eschenputtel hat gedenkt. Wenn nur mein Tauben nicht ausbleiben. Und das Herz hat ihm ein bisschen geschlagen. Die Tauben sind aber kaum wie am vorigen Abend und haben gesagt: Eschenputtel, sollen wir dir die Erbsen ausreffen? Ja, die schlechte ins Gräbchen, die gut ins Täppchen. Die Tauben haben nochmal die schlechte rausgepickt und waren bald damit fertig, dann sagen sie: Eschenputtel, schüttel das Bäumchen, das wird dir noch schöner Kleider runterwerfen. Geh auf den Ball, aber pass auf, dass du vor 3:30 nochmal kommst. Das Eschenputtel ist hingegangen. Bäumchen, rudel und schüttel dich, werf schöne Kleider ab für mich. Da ist ein Kittel abgefallen, wo noch viel herrlicher und prächtiger wie der vorige war, ganz von Gold und Edelstein. Dabei war auch goldgezwickelte Strümpf und goldene Schuhe. Und als das Eschenputtel damit angekleidet war, da hat's grad wie die Sonne am Mittag geglänzt. Vorig der Tee hat ein Wahn mit 6 Schimmel stillgehalten. Die hatte hohe weiße Federpitsch auf dem Kopf und die Tina war in Rot und Gold gekleidet. Wie das Eschenputtel angekommen ist, hat der Prinz schon auf der Treppe gestanden und hat sie in den Saal geführt. Und wenn sie Gäste alle, weil ja schön hätte erstaunt waren sie heute noch mehr. Und die Schwestern haben im Eck gestanden und waren blass vor Neid. Und hätten sie gewusst, dass das Eschenputtel war, wo daheim in der Esche gelegen hat, wären sie gestorben vor Neid. Der Prinz wollte aber wissen, wer die fremde Prinzessin war, wo sie herkommen wäre und wo sie hinfahren tät. Da hat er Leute auf die Straße gestellt, wo Acht geben sollten, und dass er nicht so schnell fortlaufen kann, hat er die Treppe ganz mit Pech inschmieren gelassen. Das Eschenputtel hat mit dem Prinz getanzt und getanzt, war in Fried und hat nicht an 3:30 gedenkt. Auf einmal, wie es mit im Tanz war, hat's der Glocke geschlagen. Da ist es ihm gefallen, wie der Taube es avisiert hatte. Es hat sich dann verschrocken und ist zu der Tür hinausgeeilt und ist recht die Treppe runtergeflogen. Weil es aber mit Pech ingeschmiert war, ist einer von der goldenen Schuhe fest hängen geblieben und in der Bank hat's nicht dran gedenkt, ihn mitzunehmen. Und wie es der letzte Schritt von der Treppe getan hat, da hat's 12 ausgeschlagen. Da war Wahn und Keil verschwunden und das Eschenputtel hat in seiner Eschenkleider auf der Dunkelstraße gestanden. Der Prinz war ihm nachgeeilt und hat auf der Treppe den goldenen Schuh gefunden, hat ihn losgerobbt und aufgehoben. Wie er aber ohnehin kam ist, war alles verschwunden. Auch die Leute, wo wachgehalten hatten, sind kaum und sagen, dass sie nichts gesehen hätten. Das Eschenputtel war froh, dass es nicht schlimmer gekommen war und ist heimgegangen. Dort hat sein Trieb Lämpchen angemacht, hat sie in der Schornstein gehangen und hat sich in die Esche gelegt. Es hat nicht lang gedauert und da sind die 2 Schwestern auch gekommen und haben gerufen: Eschenputtel, steh auf und leicht uns. Das Eschenputtel hat gegabst und hat gemacht, wie wenn's am Aufwachen wär. Beim Leichten hat's aber gehört, wie die einen sagt: Gott weiß, wer die verfluchte Prinzessin ist. Das sind die begraben Lehrtät. Der Prinz hat nur mit ihr getanzt und, wie sie weg war, wollte er gar nicht mehr bleiben und das ganz fest hat ein Ende gehabt. Das war grad, wie wenn alle Lichter auf einmal ausgeblasen wären, hat die Anna gesagt. Das Eschenputtel wusste aber, wer die fremde Prinzessin war, aber es hat kein Wettchen gesagt. Der Prinz hat aber gedacht, alles anderes ist sehr schlecht gegangen, aber der Schuh wird die Braut finden helfen. Und er hat all wissen gelassen, dass wem der goldene Schuh passen tät, soll sein Frau werden. Aber alle waren viel zu klein und manche Herren ja Fies nicht rinkriegt, auch wenn die 2 Schuhe nur ein wären. Endlich ist die Reihe auch an die 2 Schwestern gekommen. Sie waren froh, weil sie kleine, schöne Fies hatten und haben gedenkt: Uns kann's nicht schlecht gehen. Wer der Prinz nur gleich bei uns kam. Hier, sagt die Mutter, da hat ein Messer. Und wenn euch der Schuh doch noch zu eng ist,
dann schneid euch ein Stück von der Fuß ab. Es tut ein bisschen weh, aber der Schaden tut bald vergehen und einer von euch wird Königin. Da ist die Erste in die Kammer gegangen und hat den Schuh angepasst. Die Fußspitze ist reingekommen, aber die Ferse war zu groß. Da hat sie das Messer geholt und hat ein Stück von der Ferse abgeschnitten, bis er den Fuß in den Schuh geriet hat. So ist er rausgegangen zum Prinz und, wie er gesehen hat, dass er den Schuh anhat, sah er, das wäre die Braut, hat sie zum Wahn gefährt und wollte mit ihr fortfahren. Wie er aber ans Tor kam ist, haben die Tauben oben gehockt und gerufen. Ruckete Guck, Blut ist im Schuck, der Schuck ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Der Prinz hat sich gebückt und hat auf den Schuh geguckt. Da hat er gesehen, dass das Blut am rausgekommen war und dass er betrogen war. Da hat er die falsche Braut zurückgefährt. Die Mutter hat aber zu der zweiten Tochter gesagt: Hol du den Schuh, und wenn er dir zu kurz ist, schneid lieber vorne an der Zehe ab. Da hat sie den Schuh in ihre Kammer genommen und wie der Fuß zu groß war, hat sie die Zehen zusammengebissen und hat ein großes Stück von der Zehe abgeschnitten und hat den Schuh geschwind angetun. Wie sie damit fortgedreht hat, hat der Prinz gemeint, das wäre die recht und wollte mit ihr fortfahren. Wie er aber ans Tor kam ist, haben die Tauben nochmal gerufen. Ruckete Guck, Blut ist im Schuck, der Schuck ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Der Prinz hat runtergeguckt. Da war die weiße Strümpf von der Braut rot gefärbt und das Blut war hoch raufgedrungen. Da hat der Prinz der Mutter nochmal gebrungen und gesagt: Das ist auch nicht die rechte Braut, aber ist nicht noch eine Tochter im Haus? Nee, sagt die Mutter. nur ein grostes Jeschenputtel ist noch da. Das sitzt und nicht der Resche. Dem kann der Schuh nicht passen. Sie wollt's auch nicht rufen lassen, bis es der Prinz verlangt hat. Da ist das Jeschenputtel gerufen worden und, wie es gehört hat, dass der Prinz da war, hat sie sich geschwind Gesicht und Hände frisch und rein gewischt. Und wie es in die Stube gedreht hat, hat sich gebückt. Der Prinz hat aber ihm der goldene Schuh gereicht und sagt: Pass ihn an, und wenn er dir passt, wärst du mein Frau. Da hat sie den schweren Holzschlapper vom linken Fuß ausgetun, hat den Fuß auf den goldenen Schuh gesetzt und hat ein klein bisschen gedrückt. Da hat's drin gestanden, wie wenn er ihm angegossen war wär. Und wie er sich aufgebickt hat, hat der Prinz ihm ins Gesicht geguckt und da hat er die schöne Prinzessin nochmal gekannt und hat gerufen: Das ist die rechte Braut. Die Stiefmutter und die zwei stolzen Schwestern haben sich verschrocken und sind blass geworden, aber der Prinz hat das Jeschenputtel fortgefährt und hat sie in der Wand gehoben. Und wie sie durchs Tor gefahren sind, da haben die Tauben gerufen: Ruckete Guck, kein Blut im Schuck, der Schuck ist nicht zu klein, die rechte Braut, die fährt daheim. Das ist die erste Version, wo die Brüder Grimm geschrieben haben. Hast du's schon gekannt? In der Brüder Grimm erzählt gibt's kein Feengold. Wenn du das gern gehört und gelesen hast, los dein Like. Und wenn du wirklich Hunsrückisch lernen willst, dann abonniere den Kanal und stell das Glöckchen an, dass du nicht neue Videos verpasst. Du kannst auch den Kanal unterstützen und das kann durch unsere Katharse-Kampagne sein, unsere Kampagne vom Apoia sein oder mit einer spontanen Abgabe durch Pix oder PayPal. Und folge mir auch oben auf Instagram. Dankeschön und bis bald.